Hallo, ich bin's, euer Blastoingenieur. Da haben wir wieder die Reifen. Die haben wir, habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen, da habe ich ja schon gerne rumbastelt. Das ist da mit der Vorglühfunktion. Also dass die Pfeile schon gut angeheitert sind, wenn sie da durch die Schwungrädler gegangen. Ey gut, ist ein bisschen eine andere Vorglühfunktion wie das, was ihr so am Wochenende so macht. Also das ist ein bisschen. Und ja, heute, da wir jetzt ein neues Messmittel haben, da noch, unser Chronograph. Und da ich hauptsächlich da bei den amerikanischen Kanälen das immer anschaue, messen wir das halt auch in Fuß pro Sekunde, weil irgendwie kann ich mit dem, oder wobei wir können das jetzt auch einfach mal umstellen und uns an etwas anderes gewöhnen. Das habe ich jetzt bei der Ding, auch bei der Prophecy gemacht, aber das können wir da schon gucken. Rounds per Minute ist das. Runden pro Minute. Da können wir Meter pro Sekunde. Ach, sinnvolle Maßeinheit. Den Cruise da von Übersee da. Das versteht ja auch keiner. Und ich will jetzt einfach mal gucken, was das für einen Unterschied macht, wenn man da verschiedene Batterietypen dann einbaut. Dann würde ich sagen, aber jetzt habe ich extra so Rändelschrauben noch gemacht, dass man auch schnell die Batterie rausnehmen kann, weil habe ich ein paar Blaster mit Schwungrädler. Und ich will, um ehrlich zu sein, nicht so viele unterschiedliche Batterien, nicht so viele Batterien haben und langfristig irgendwie nur Akkus verwenden, weil die Batteriekauferei, das ist gerade auf den Nerven. Das muss schon irgendwie so gehen, dass man das alles mit Akkus machen kann, weil das wieder aufladbar ist und einfach. Dann kaufen wir uns als Akkus und deswegen kann man da überall so Rändelschrauben noch. Dann kann man das auf und so machen, wie man halt gerade lustig ist. Na gut, da unten, da sind jetzt auch noch Batterien drin. Dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal, was das so kann. ,9 Meter pro Sekunde. Meter durch Sekunde. 12,6. 9. 9. 7,5. Das haben wir. Durchschnitt. Average ist das so 9. Haben wir. 10. Ja. Und nochmal 11,9 Meter pro Sekunde. Nein, das ist jetzt, dass die jetzt da vorklärt, das ist einfach nur, weil ich es witzig finde. Also haben wir knappe 10. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie voll die Batterien sind. Ich glaube, die sind noch recht voll, aber das ist nicht so der Wahnsinn. Bräuchte hier noch so ein Whiteboard, wenn man Zeugs notieren können oder so ein Notizblöckchen bräuchte. Ihr merkt es euch einfach. 9,8, das kriegen wir vielleicht gerade noch hin. So, das ist aus dem Weg. Dann habe ich da so Akkus gekauft, die kann man da mit USB laden. Und das will ich aber mal wissen, was kommt bei raus. Da probieren wir vielleicht irgendwann mal auch noch andere Modifikationen dabei, aber jetzt fangen wir mal gleich an. Gucken, was wir so machen können, was bringt und was nichts bringt. Und ihr seht ja dann, was ihr noch machen könnt und was ihr euch sparen könnt. Das ist ja ein Service von meiner Seite an euch. Und jetzt können wir das resetten. Reset, yes. Müsst ihr da. Ja, jetzt ist wieder leer. Ja, klingt jetzt nicht viel schneller. Auch da ein bisschen. Also 12,2, 15,4, 15, 13,9,
14,1. Oder 11,3. Ja, am Durchschnitt 13,6. Das ist schon eine Steigerung. Jetzt muss ich den Kopf rechnen. Da haben wir von 3,8 Meter pro Sekunde. Ah, der liegt wohl auf dem Boden. Also 9,8, 13,6. Haben wir doch. Also das bringt schon ein bisschen. Gut, da weiß ich jetzt halt nicht, ob die Batterie voll waren, aber das kann schon sein, dass die Akkus einfach ein bisschen mehr haben. Also steht da was von der Wattstunde drauf. Okay, aber die das nicht auch. Die Spannung müsste ja gleich sein. Ja, ist auch 1,5 Volt. Ja, das kann schon sein, dass die ein bisschen andere Charakteristik haben oder halt einfach voll sind. Das kann auch sein. Und ja, ich habe jetzt gerade keine frisch verpackte mehr, aber die hat, soweit ich weiß, habe ich die Batterie auch bloß immer verwendet für Kleinigkeit. So von daher. Ja, Leute mit Kopfhörer werden mir jetzt hassen. Und dann haben wir da noch sowas, das ist so ein IM auch. Also was weiß ich, so Lithium-Ionen-Zelle. Und das ist ein Dummy. Das ist ein ganz leichtes Ding. Einfach nur, dass die Kontakte miteinander verbunden sind. Dummy. Und so rum, nein. So schafft das gegeneinander, das mag man auch nicht. Da haben wir die Feder zu. Ah ja, das hört sich schon ganz anders an. So. Ah ja, das Zielfernrohr habe ich auch noch drauf gebaut. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Das kann ich das Modell unter verlinken, aber das wird nicht ganz, also da ist mal der Druckabbruch da vorne und das, ja, der hätte ich euch nicht empfehlen, das Stehen zu drucken ohne Stützstruktur. Das seht ihr da vorne, das sieht nicht so gut aus. Aber ich verlinke euch das Modell, da könnt ihr euch selber drin austoben. Ja, ich glaube, da überlege ich mir noch was, ob ich da nicht ein eigenes Zielfernrohr mache. So, was hat man? 13,6 und 9,8 bei den anderen zwei. Ja, das ist ja, guckt, 15,6, 26,2. Das ist eine andere Hausnummer. Da haben wir also 24. Das sind immer 10,4 mehr. Und locker das Doppelte wie zu der Batterie. Also mehr als das Doppelte. Also das ist schon eine andere Hausnummer. Also, ja. Das ist. Die Dinger haben genauso viel gekostet wie die aufladbare Batterie. Also gut, dafür braucht ihr jetzt kein extra Ladegerät, da könnt ihr so einfach das USB anschließen. Also dafür braucht ihr halt ein Ladegerät, das kostet dann auch noch ein paar Euro. Aber das ist schon, bin beeindruckt. Also das, wenn wir dann vielleicht an die Schwungräder ein bisschen was machen, andere Motoren rein oder so, dann haben wir echt gutes Blasen. Oder, ja, gucken wir einfach mal. Oder vielleicht müssen wir noch Elektronik noch ein bisschen, dass wir den Temperaturwiderstand, oder ich weiß gar nicht, haben wir den rausgemacht? Ich mag es jetzt aber heute auch nicht zerlegen. Das machen wir dann das nächste Mal, wenn wir dann auch vielleicht andere Motoren einbauen und gucken, was wir sonst so machen können. Dass wir da auch ein bisschen die Möglichkeit auch voll ausschöpfen, die wir da so haben. Also das freut mich schon mit dem Messmittel. Da hat man schon einen schönen Vergleich, das passt schon. Ja, das waren es 9,8 mit Batterie. Hat man mit den Dinger, bleibt ihr da? Mit denen hat man dann 13,6 und jetzt da die 24. Wobei da die 15, das wird wahrscheinlich auch eher ein Ausreißer sein, aber da können wir halt bei der anderen auch Ausreißer dabei. Runter nach oben. Also.
Von daher, ja, bin mal gespannt, wie lange die Modelle das mitmachen. Also das machen die auch nicht ewig mitmachen. Das habt ihr jetzt schon gehört. Das klingt ja schon ein bisschen anders. Ein bisschen. Ah ja, das hat schon ein bisschen Rabatz. Also das, ja. Und das Zielfrontrohr gefällt mir halt einfach an dem Blasterle. Den können wir eigentlich auch wieder ausmachen. So, lang drauf bleiben. Das hat ein bisschen drauf, bis ich es blickt habe. Weil man liest ja natürlich keine Beschreibung. Probiert halt einfach aus. Dann können wir da das Licht wieder ausmachen. Und ich sage noch Feierabend vorher, oder? Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.